Es geht um Menschen und es geht um ein Recht auf Asyl. Nun, diese europäische Initiative, diese Herkunfts- und Transitländer dabei zu unterstützen, finanziell, materiell, also konkret, nicht mit Überschriften, sondern mit Handlungen. Dann an der Außengrenze in Griechenland eine gemeinsame Grenzsicherung mit einem Hotspot vorzunehmen, der dieses Recht auf Asyl auch ermöglicht, der auch anderen Menschen sagt, die dorthin kommen und kein Recht auf Asyl haben, ihnen gar keine Hoffnungen gibt, dass sie anderswo dieses Recht finden. Diese gemeinsamen Standards in der Europäischen Union, diese politischen Fragen sind von drängender Wichtigkeit. Deshalb auch diese gemeinsame europäische Vorgangsweise. Wir können nicht warten, bis die Menschen sich durchgekämpft haben von Syrien nach Griechenland, von Griechenland über die Westbalkanroute bis zu uns und sie dann einfach abhalten. Das würde eine humanitäre Katastrophe auslösen. Der müssen wir ins Auge sehen. Deshalb bin ich so dankbar für die Entscheidungen der deutschen Bundeskanzlerin und ich sage das auch hier in aller Offenheit. Es war in diesen Stunden vor 10 Tagen die Frage, diskutieren wir jetzt lang mächtig, dass eigentlich Ungarn diese Leute ordentlich zu behandeln hätte? Diskutieren wir jetzt ausführlich über Griechenland? Diskutieren wir jetzt, was notwendig ist, ausführlich über Syrien und den Krieg? Oder helfen wir jenen Menschen, die schon lange nichts zum Essen hatten, die losmarschiert sind, die Angst bekommen hatten, auf ihrem Weg überhaupt Freiheit zu finden und Schutz zu finden? Geben wir ihnen etwas zu essen und versorgen sie medizinisch. Es soll niemand sein Leben verlieren auf der Suche nach Schutz. Österreich hat auch an der ungarischen Grenze hier Maßnahmen gesetzt, wie die Einberufung eines Assistenzeinsatzes des Bundesheers, die Polizei dabei zu unterstützen. Ob wir hier diese humanitäre Frage ernst nehmen oder ob wir sie wegschieben und hoffen, dass der Nachbar die Probleme hat. Daher ein aufrichtiges Dankeschön, liebe Angela, für diese enge und gute Zusammenarbeit. Ich glaube, wir müssen es wieder schaffen, einen europäischen Geist herzustellen. Und meine Hoffnung, dass das durch Drohungen geht, ist sehr gering oder nicht ausgeprägt. Wir haben immer, wenn wir Meinungsverschiedenheiten in Europa haben, und das ist nun, weil es wirklich nicht das erste Mal, dass es so ist, das Gespräch gesucht, manchmal auch sehr zähe, sehr lange Gespräche. Wir haben geworben und wir haben bislang immer Lösungen gefunden. Und dieser Optimismus leitet mich auch wenn es diesmal sehr, sehr schwer ist und wenn diesmal auch sicherlich noch größere Hürden zu überwinden sind. Deshalb bin ich nicht an dem Punkt, dass wir drohen sollten. Aber ich will doch sagen, dass viele Menschen in Deutschland, und denen sind wir verpflichtet, oder bin ich verpflichtet, ist die Bundesregierung verpflichtet, natürlich auch die Frage stellen, wie funktioniert dieses Europa, wenn es jetzt um menschliche Werte geht? Was ist der europäische Geist, den wir so oft beschworen haben? Und daran werden wir natürlich erinnern. Aber Drohungen sind nicht der richtige Weg zur Einigung, glaube ich. Ich bin davon überzeugt, dass viele Länder den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass das Problem an ihnen vorbeizieht, weil Deutschland und Österreich, Schweden eine andere humanitäre Einstellung auch nach außen signalisiert haben. Geradezu wollen sie uns manche in den Diskussionen vorwerfen, dass wir so viel über das Recht auf Asyl sprechen. Aber das Recht auf Asyl mit Füßen zu treten, ist keine Alternative in unserer Wertegemeinschaft. Österreich, und Sie kennen ja das Verhältnis in der Bevölkerung, Österreich-Deutschland etwa 1:10, hat pro Kopf mehr in der Bundesbetreuung. Österreich hat in den Notquartieren
derzeit bis zum letzten Platz alle voll. Österreich stellt sich dieser Aufgabe nicht als Land darauf zu hoffen, dass wir keine Probleme haben, uns der Nachbar löst. Aber Österreich kann sicher nicht anstelle von Deutschland diese Menschen alleine aufnehmen und versorgen. Das werden Sie verstehen. Und deshalb bin ich auch dankbar dafür, dass Deutschland nicht sagt, wir machen die Grenzen dicht im Sinne, da kommt keiner rein, der ein Asylrecht hat, sondern dass es hier um Kontrolle und um gemeinsame Abwicklung geht. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gerade die Entscheidung in der Nacht zum 5. September nochmal für richtig bezeichnet, als richtig bezeichnet. Gleichwohl wird Ihnen in den eigenen Reihen und auch medial sehr oft vorgeworfen, dass Sie mehrere politische Signale ausgesandt haben, die eine übertriebene Aufnahmebereitschaft signalisiert hätten und dadurch den Flüchtlingsstrom erst so richtig verbreitert hätten, weil Sie weitere Flüchtlinge animiert haben, nach Deutschland zu kommen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ich sage, dass ich der festen Überzeugung bin, auch gerade nach den Vorfällen, die wir in Heidenau hatten, die ja auch noch nicht sehr lange zurückliegen, dass es darum geht, ein bestimmtes deutsches Gesicht stellvertretend für viele Bürgerinnen und Bürger zu zeigen. Und ich will einmal daran erinnern, die Bilder, die um die Welt gingen, waren nicht die von meinem Besuch in Heidenau in der Erstaufnahmeeinrichtung, da gab es nämlich gar keine Fotografen dabei, sondern die Bilder, die um die Welt gingen, waren die Bürgerinnen und Bürger, die am Morgen nach dieser Entscheidung die Menschen in München und anderswo am Bahnhof empfangen haben, die ganz selbstverständlich geholfen haben, die vielen Tausenden. Und da hat die Welt gesagt, das ist aber eine schöne Geste. Und das kam aus dem Herzen der Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Und deshalb glaube ich, dass auf der einen Seite dieser Impuls der richtige war, dass es aber auch natürlich ist, dass man dann schaut, wie kann ich auch die Dinge wieder so machen, dass unsere Sicherheitsinteressen vertreten werden. Und wir haben die Grenzen ja nicht zugemacht, das möchte ich auch nicht, um dann Österreich die Last zuzuschieben. Das kann man natürlich alles so weitergeben. Es wird nach meiner Meinung auch nicht so besonders gut funktionieren, sondern wir haben jetzt gesagt, wir brauchen Kontrollen, wir brauchen einen Überblick, wer bei uns einreist. Und über diesen Maßstab haben wir auch gesprochen und in dem werden wir auch weiter partnerschaftlich zusammenleben. Das ist meine Antwort dazu. Was wir nicht haben in der Europäischen Union ist sozusagen das Wahlrecht, in welchem Land und in welcher Stadt man gerne sein möchte, sondern wir sind Länder, die sich dem Dublin-System und dem Schengen-Bereich angeschlossen haben, die alle miteinander davon ausgehen, dass sie jeweils Lebensbedingungen haben, die den humanitären Standards entsprechen, die wir nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nach dem Asylrecht brauchen. Und deshalb reden wir ja auch über Verteilungen innerhalb Europas. Und wir werden, das haben wir zum Beispiel als Koalition in Deutschland beschlossen, auch sagen, wenn jemand seinen Status in einem anderen Land bekommen hat, dann kann es nicht so sein, dass er zum Beispiel finanzielle Mittel in Deutschland bekommt, sondern wenn wir zu einer Verteilung kommen, dann ist Europa sozusagen insgesamt, die Europäische Union, soweit sie sich an dem gemeinsamen Asylsystem beteiligt, muss ein sicherer Herkunftsbereich sein. Es gibt also kein Wahlrecht, wo man hin will. Auch das muss man den Flüchtlingen sagen. Frau Bundeskanzlerin, eine Frage mit Blick auch auf die Ministerpräsidentenrunde heute Abend. Ihr Vizekanzler Gabriel hat heute noch mal von 1 Million Flüchtlingen gesprochen, die möglicherweise in diesem Jahr kommen. Wird es heute Abend, nachdem man schon lange verhandelt zwischen Bund und Ländern, eine Einigung auf die Verteilzentren in verschiedenen Regionen Deutschlands geben oder ist dieser Gedanke vom Tisch? Und eine Frage bitte an Herrn Faymann. Herr Faymann, hat diese Flüchtlingskrise, diese Problematik das Potenzial, die EU als Ganzes zu schädigen angesichts der Neinsager im Osten? Könnte das Aus für die Europäische Union bedeuten? Heute Abend wird nicht der 24. September vorgezogen. Das heißt, die
das Treffen mit dem Ministerpräsidenten, auf dem wir über die rechtlichen Änderungen und die Finanzen sprechen werden, sondern heute Abend wird man sich in der Tat mit der Situation mit Plätzen beschäftigen. Man wird sich austauschen, welche Reserven können wir noch mobilisieren, was kann die Bundeswehr leisten, wie kann es weitergehen mit einer fairen Verteilung in Deutschland, entweder über Zentren. Es hat sich allerdings die Lage jetzt geändert. Wir versuchen ja im Augenblick an der Grenze ankommende Flüchtlinge sofort zu registrieren. Das heißt, sie brauchen vielleicht gar nicht mehr diese großen Verteilzentren, wie München eins war, sondern sie können sofort dann die Zuweisungen in die Richtung der jeweiligen Ankunftsorte machen. Darüber werden wir sprechen, wie wir genau dieses Management zwischen Bund und Ländern einvernehmlich regeln können. Denn am vergangenen Wochenende war eine sehr schwierige Situation entstanden, als die Zahl der Flüchtlinge einfach größer war als die Zahl der bereitgestellten Plätze. Und wir werden Sie dann ja im Anschluss an diese Sitzung auch informieren über unsere Ergebnisse. Dankeschön. Ja, ich bin schon der Meinung, dass es das Potenzial hat, die Europäische Union als Projekt zu gefährden, weil es doch zwei Facetten hat. Die einen, die Angst haben, dass wir hier unkoordiniert vorgehen und als Politik den Überblick nicht haben. Denen zu signalisieren, wir bringen nichts zusammen, würde das europäische Projekt schwer beschädigen. Die zweite Gruppe, und manches Mal überschneiden sich auch die Gefühle, die zweite Gruppe verlangt zu Recht, dass Menschlichkeit keine Schande ist, das Gegenteil ist eine Schande, und dass wir Menschen in Not helfen und nicht zusehen, wie eine humanitäre Katastrophe in Europa passiert. Das heißt, nicht zu handeln, gefährdet das europäische Projekt in den Herzen von vielen Menschen, die hoffen darauf, dass diese Europäische Union stark genug ist. Und wir haben das bei der Wirtschafts- und Finanzkrise geschafft, zu zeigen, dass wir etwa Vergleiche wie mit den 30er Jahren verhindern, und wir müssen das jetzt beweisen. So, jetzt haben wir noch ein Foto vor den Fahnen. Wir schauen mal gemeinsam auf die Debatte im Europäischen Parlament. Hier sind die Fragen zu diskutieren, die zu tun haben mit den sogenannten Hotspots. Da können wir nicht Griechenland, Malta, Ungarn oder Italien allein lassen. Dublin funktioniert nur im Normalfall. Dies ist kein Normalfall. Und deswegen müssen hier gemeinsame Kräfte, finanziell und auch personelle Kräfte aus den Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt werden und aus der Europäischen Union, um an diesen Hotspots, die möglicherweise auch außerhalb der Europäischen Union, das wird hier diskutiert, zum Teil stattfinden können. Aber dies bedeutet auch, Frau Mogherini, dass wir dieses diskutieren müssen, in welcher Weise die Verantwortlichkeiten von Ländern dargestellt wird. Ich hoffe, dass jetzt bei den Vereinten Nationen die Gelegenheit wahrgenommen wird, dass die EU, die Vereinigten Staaten von Amerika und Russland hier zu einer gemeinsamen Position kommen und aus dieser gemeinsamen Position heraus Schlüsselstaaten der Umgebung, die teilweise einen Stellvertreterkrieg dort führen, ohne die dieser Krieg nicht beendet werden kann, nämlich Riad, Teheran und Ankara mit in ein Boot zu finden. Wir werden das Problem nicht lösen, wenn wir nicht mindestens diese drei Länder bekommen, die hier daran mitwirken, um den Terror in den Ländern zu beenden. Dieses ist unter dem Alibi von Religion ein Stellvertreterkrieg regionaler Mächte. Und dieses müssen wir durchbrechen. Und ich glaube, dass wir hier gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen.
Die Kommission ist in der letzten Woche mit einem ehrgeizigen Plan aufgewartet, um hier Reaktionen zu zeigen. Man kann sicherstellen dabei, dass das Recht auf Asyl voll und ganz geachtet wird in der gesamten Europäischen Union. Wir haben einen neuen Vorschlag vorgelegt für zeitweilige Umsiedlung. Insgesamt sind das 160 Personen, die internationalen Schutz bedürfen, und denen wird ein neuer Raum fürs Leben gegeben, ein Ort, an dem sie sicher leben können. Der europäische Asylbesitzstand inklusive der Regeln zur Ausmachung von schutzbedürftigen Menschen, unbegleiteten Minderjährigen und so weiter, all das wird auch oder fließt ein in diese Pläne zur Umsiedlung. Außerdem werden insbesondere schutzbedürftige Antragsteller hier prioritär behandelt. Das ist auch in dem Beschlussentwurf mit drin. Die ersten Dringlichkeitsvorschläge zeigen ganz deutlich, dass das Europäische Parlament hier sehr, sehr deutliche und klare Signale den Mitgliedstaaten gegenüber entsenden kann und das auch getan hat. Ein ständiger Umsiedlungsmechanismus soll eingerichtet werden, damit in zukünftigen Krisen man schneller aktiv werden kann. Außerdem wird das Parlament als Mitgesetzgeber voll und ganz eingebunden in die Verhandlungen. Die Liste der sicheren Herkunftsländer, Drittstaaten und so weiter wird den Druck auf die Aufnahmestaaten verringern, denn damit können sie schneller die Antragsteller beurteilen und die Anträge, das kann ich Ihnen versichern, werden weiterhin natürlich auf Ebene der Einzelpersonen beurteilt werden. Aber die Reaktionen werden schneller durchgeführt werden. Wir sind in Kontakt mit der griechischen Regierung. Die sind auch sehr bereit, mitzuarbeiten, aber die können das nicht alleine. Alle europäischen Organisationen und Agenturen müssen mobilisiert werden und auch Leute aus Mitgliedstaaten, die entsprechenden Kapazitäten, IOM zum Beispiel oder auch die Zivilgesellschaft. Alle müssen dazu beitragen, diese Zentren, diese Aufnahmezentren funktionsfähig zu machen. Und Griechenland oder Italien auch, die werden diese Hotspots nur akzeptieren, wenn eine Umsiedlung auch beginnt. Und ich war sehr froh zu erfahren, dass die Umsiedlung sofort beginnen kann. Und die 40.000 geplanten Umsiedlungen, die bewilligt wurden, sollten sofort in Angriff genommen werden. Auch bei Ländern, die freiwillig schon mal eine Quote öffnen wollen, damit eine entsprechende Dynamik entsteht. Und dann gibt es noch ein weiteres Element des Plans B. Ich weiß nicht, was an der ungarischen Grenze passieren wird, aber wenn das so bleibt wie jetzt, dann brauchen wir auch hier eine Notfallhilfe, und zwar für Serbien. Serbien und Fyrom wahrscheinlich, aber hauptsächlich in Serbien. Denn wir brauchen dann in Serbien sehr schnell auch Aufnahmekapazitäten und Hilfsmöglichkeiten. Und dann sollten wir anfangen, wahrscheinlich von Serbien aus das Umsiedlungsprogramm durchzuführen oder wie immer Sie das dann nennen wollen. Das, was für Ungarn vorgesehen wäre, wenn Ungarn weiterhin Flüchtlinge aufnehmen würde. Aber es wurde auch schon gesagt, dass jetzt der Winter bevorsteht und wenn jetzt Serbien und Fyrom, aber Serbien, glaube ich, wird der Punkt sein, wo sich alles konzentriert, wenn wir da jetzt nicht eine massive Unterstützung anbieten und Serbien nicht auch als Plattform benutzen und auf der einen Seite eine Umsiedlung fördern, auf der anderen Seite die Rückkehr fördern. Also es sei denn, Serbien fängt an, Leute auch wieder zurückzuschicken, aber das glaube ich nicht, denn die waren in den Gesprächen, die wir bisher geführt haben, eigentlich aufgeschlossen. Und die neueste Meldung sagt ja auch, Ungarn überlegt, jetzt einen Grenzzaun zu Rumänien zu errichten. Das ist aus Ministerkreisen bekannt geworden. Das heißt, im Grunde genommen bringt das ein bisschen Druck
auf den Kessel. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Situation an der ungarischen Grenze zu Serbien an. Dort steht unsere Kollegin Hilde Stadler. Auf der serbischen Seite warten etwa 500 Flüchtlinge, dass sie nach Ungarn einreisen dürfen. Doch bis jetzt ist der Grenzübergang Röszke geschlossen. Es könnte aber sein, also wir sehen hier Busse, mit denen gestern Flüchtlinge von hier abtransportiert wurden Richtung Bahnhof, dass das vielleicht auch heute erfolgen könnte. Momentan hören wir, es soll eine Sperrzone eingerichtet werden, in der auch Container aufgestellt werden mit Beamten des Einwanderungsamtes. Und diese Beamten sollen dann jeden einzelnen Flüchtling befragen, ob er einen Asylantrag in Serbien gestellt hat. Wenn dem so ist, muss er in Serbien auf den Ausgang des Verfahrens warten. Oder eben, wenn er keinen gestellt hat, darf er auch nicht nach Ungarn einreisen, denn er muss einen Asylantrag in Serbien stellen. Serbien gilt für Ungarn als sicheres Herkunftsland. Ja gut, das ist ja eine zumindest erstmal logisch klingende Lösung, aber damit wälzt das Problem Ungarn natürlich von sich ab in Richtung Serbien. Aber wir fragen uns jetzt natürlich, was passiert dort jetzt mit den Flüchtlingen? Wir wissen ja nicht, wie erfolgt die Registrierung, was bringen diese Busse da tatsächlich zustande? Wo gehen die Menschen denn hin? Warten die jetzt dort oder suchen die nach einem anderen Zugang zum Land Ungarn? Also momentan warten sie noch, weil sie hoffen, dass sie eben wie die anderen gestern Abend noch reingelassen werden nach Ungarn. Das ist momentan noch völlig unklar. Es gibt 2 Ausnahmen, auf die Ungarn hinweist, nämlich wenn ein Verfahren in Serbien fehlerhaft bearbeitet wurde oder aber der Asylantrag abgelehnt wurde in Serbien, dann würde man diese Anträge hier an der Grenze prüfen. Aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass ein Flüchtling an der Grenze nachweisen kann, dass der Antrag fehlerhaft bearbeitet wurde. Oder aber bei einer Ablehnung ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass dann die ungarischen Behörden diesen Antrag genehmigen, sondern nicht eben auch die gleichen Gründe geltend machen, die schon die serbischen Behörden bewogen haben, diesen Asylantrag abzulehnen. Also würden Sie auch sagen, das, was Ungarn da jetzt vollzieht, das ist, dass die Grenze tatsächlich dicht gemacht wird, dass eigentlich gar keine Flüchtlinge mehr durchkommen von Serbien nach Ungarn? Ganz genau. Das ist auch der Plan, den der ungarische Ministerpräsident Orbán ganz offen verkündet hat. Ungarn will keine Flüchtlinge. Ungarn will eben niemand reinlassen, der aufgrund, wie er es nannte, nur weil er ein besseres Leben haben will, nach Ungarn oder eben weiter nach Österreich und Deutschland will. Es gebe kein Recht auf ein besseres Leben. Serbien ist ein sicheres Herkunftsland laut ungarischer Regierung, also muss ein Flüchtling dort einen Asyltrag stellen oder eben in Griechenland, wo eben die meisten Flüchtlinge ja europäischen Boden betreten haben. Und Viktor Orbán beruft sich natürlich auf Dublin III und sagt, das ist die gültige Regelung in der Europäischen Union. Ja, ganz kurze Frage noch zum Schluss. Währenddessen wir auch reden, sehen wir immer Bilder von der anderen Seite, von der Grenze, nämlich von der serbischen Seite, wo sich die Menschen sammeln und etwas ratlos dort kampieren. Wahrscheinlich auch nach, was weiß ich, wie langen Fluchtzeiten. Es hat auch Verhaftungen gegeben an der Grenze. Ungarische Polizei oder Grenzpolizei hat verhaftet. Was ist dort passiert? Was wissen Sie? Also heute Nacht gab es an 3 Stellen des Grenzzaunes Versuche von Flüchtlingen auf ungarische Seite zu gelangen, also diesen Zaun aufzuschneiden. Man hat eine Gruppe an einer Stelle erwischt und hat diese Gruppe verhaftet. Das ist momentan der Stand. Während es hell ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass Leute versuchen werden, diesen Grenzzaun zu überwinden. Aber mit Einbruch der Dunkelheit ist schon damit zu rechnen, dass es an einigen Stellen wieder versucht wird. Dessen Sie gerade davon erzählen, ist da bei Ihnen im Hintergrund Bewegung. Wir wissen nicht, was passiert. Gibt es irgendwelche Informationen, die die ungarische Regierung auch an Sie als Journalisten weitergibt? Oder muss man einfach nur warten und beobachten, was passiert? Also die Informationspolitik der Ungarn ist sehr dürftig. Wir sehen tatsächlich, dass immer mehr Polizeifahrzeuge zur Grenze fahren in diesen Sperrzonenbereich,
Ob das heißt, dass vielleicht einige Flüchtlinge doch auf ungarische Seite dürfen, das können wir jetzt noch nicht abschätzen, das müssen wir beobachten. Hilde Stadler, für den Moment sage ich erstmal herzlich Dankeschön dort an die ungarisch-serbische Grenze. Und wir bleiben natürlich weiter dran und beobachten, was Sie dort auch erleben. Danke. Meine Damen und Herren, die letzte Meldung, die gerade reinkommt, ist eine Bestätigung von Seiten der ungarischen Regierung, dass man zum Nachbarland, zum EU-Nachbarland Rumänien jetzt tatsächlich einen Grenzzaun bauen will. Als Grund gab Ungarns Außenminister an, dass sich Schlepper nach der Schließung der ungarisch-serbischen Grenze Ausweichrouten über Rumänien suchen könnten oder vielleicht schon suchen. Die Iran-Verhandlungen haben gezeigt, dass es gelingen kann, einen Konflikt friedlich zu lösen, wenn Washington und Moskau an einen Tisch kommen. Das muss in der Syrien-Krise der Fall sein. Wenn wir in Syrien nur jeweils von unterschiedlichen Seiten weiter Waffen liefern und uns zerstreiten über die Lösung dieses Problems, dann wird die Flüchtlingsbewegung nicht nachlassen. Das heißt, wir müssen diesen Konflikt wenigstens zu einem Waffenstillstand bewegen. Die Schlüssel dafür liegen in Washington und in Moskau und übrigens auch in Teheran und in anderen Nachbarstaaten. Deswegen bin ich dem Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sehr dankbar, dass er alles dafür tut, diesen Erfolg, den wir bei den Iran-Verhandlungen hatten, jetzt fortzusetzen in Richtung Syrien. Also, in Deutschland werden wir zu reden haben über Kapazitäten, was der Bund dafür tun kann, dass mehr Kapazitäten der Erstaufnahme gebaut werden. Wir müssen in Deutschland die Kommunen entlasten, aber wir werden gemeinsam mit den Europäern Hotspots einrichten müssen. Wir brauchen eine Verteilung. Wir müssen mehr investieren in der Türkei mit Unterstützung der türkischen Regierung und in den Nachbarregionen. Und wir brauchen dringend eine neue Initiative für Syrien. Wir stehen, glaube ich, vor der größten Herausforderung, an ich mich jedenfalls erinnern kann. Die Wiedervereinigung war auch eine große Herausforderung, aber eine freudige. Eine, bei der man ein optimistisches Ende, einen Ausgang wusste, dass es herbeiführt. Was wir jetzt haben, ist eine große Bewährungsprobe nicht nur für unser Land, sondern für ganz Europa. Und wir dürfen nicht zulassen, dass das in einem endlosen Sitzungsmarathon sozusagen immer am Ende zu keinerlei Ergebnissen kommt. Deswegen treffen wir uns heute. Wir treffen uns heute mit den Ministerpräsidenten im Bundeskanzleramt. Die Bundesregierung wird morgen neben der normalen Kabinettssitzung eine weitere zur internationalen Lage machen, sodass wir davon ausgehen, achso, Herr Faymann, der österreichische Kanzler, ist nachher zu Gast hier in Berlin. Und ich bin ganz sicher, dass die Staats- und Regierungschefs Europas sehr schnell zu einer Sitzung zusammenkommen müssen. Denn es kann nicht sein, dass das in solchen Ministerräten versickert und wir keinen Schritt weiterkommen. Und wir als Bayern werden auch einen eigenen Weg einschlagen, die direkten Verbindungen zu Moskau, deren Partnerland wir ja sind, und zu Russland, ohne dass wir jetzt irgendwas anerkennen, was da in der Vergangenheit geschehen ist. Aber wir müssen einfach der Tatsache ins Auge blicken, dass ohne Russland all die Probleme, die wir in diesen Tagen haben, nicht lösen können. Deswegen. Ja, dass man zu einer Realpolitik kommt, die bei Anerkennung aller unterschiedlichen Ansichten, zum Beispiel zur Krim, aber trotzdem die Lösung der uns beide bedrängenden Probleme zum Inhalt hat. Das ist das Ziel.